Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ihr seht schon, ich bin in der Küche. Was ist denn hier los? Ist ganz einfach Pizza. Das ist los. Also, dann machen wir uns doch jetzt eine Pizza, die man sich daheim zubereiten kann und die einfach benissimo schmeckt. Willkommen zum 87. Benissimo. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich ein Wort ist auf Italienisch. From Italian. Bevor wir jetzt anfangen, muss ich aber noch sagen, ich habe selber noch nie einen Pizzateig selber gemacht. Er ist wahrscheinlich gar nicht so schwer, aber sonst bin ich immer so in die Migros gegangen und habe einfach Tomatenpüree draufgehauen, ein paar Schinken, Mozzarella und dann habe ich eine Pizza gehabt. Pizza time. Ja gut, ich will nicht mehr länger um heiß über reden, fangen wir doch einfach mal an mit dem, was es für den Pizzateig alles braucht. Ich sehe gerade, ich habe etwas vergessen. Ich muss noch schnell holen. Also was braucht es eigentlich alles für jetzt, was ich mache, 2 Pizzen zu machen. Also zuerst einmal so eine Schüssel, wo ich den Teig drin mache. Hier sind 200 Gramm Mehl für den Teig halt. Hier ist ein bisschen Meersalz und Trockenhefe. Wie viel Gramm und so von jedem es braucht, das kann ich dann unten in der Beschreibung drin klatschen, für dass ihr das genau nachkochen oder so. Das sind für 2 Pizzen, könnt ihr natürlich auch mathematisch berechnen, was es braucht, für noch mehr Pizzen zu machen. Für euch kurz ein mathematisches Beispiel. Also wir haben hier 200 Gramm Mehl für 2 Pizzen. Wie viel würden es denn brauchen, wie viel Mehl würden es denn brauchen, wenn wir 4 Pizzen würde machen? Die wir kurz überlegen. Die Formel, im Endeffekt ist die Formel scheißegal. Hauptsache ihr versteht und... Ja, die Antwort ist ganz klar. Hab deine Schnurren, Alter. Einfach tun wir hier mit dem Mehl, das wir schon vorbereitet haben, einfach mal hier drin holen. Alles muss rein. Was man dann auch noch machen kann, ist sein Salz nehmen und auch gerade zack. Und das schon mal so ein bisschen miteinander vermischen. Nachdem wir das gemixt haben, nehmen wir hier die Hefe. Hefe? Wie sehen wir das auf Schweizerdeutsch? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Aber nehmen wir die Trockenhefe und tut sie hier ins Wasser drin holen, zack. Wenn die Hefe sich dann so ein bisschen aufgelöst hat im Wasser, dann kann man das Ganze einfach hier drin holen, zack. Und dann muss man aber anfangen mit Kneten, dann muss man das Ganze so ineinander einmixen. Inzwischen. Wenn man den Teig so ein bisschen bearbeitet hat, dann lassen wir das Ganze für ungefähr 10 bis 15 Minuten ruhen. Das heißt, so ein Ding drauf. Ja, nach ein paar Minuten ist der Teig ein bisschen aufgegangen schon. Ganz wenig natürlich nur, weil es ein paar Minuten sind. Und das hätte jetzt auch besser sein zum Bearbeiten. Also bei mir, ich kann es schon easy berühren und es geht, tut mir nicht hure dran kleben. Wenn der Teig nicht mal draus ist, dann hätte er auch besser zum Falten gehen und zum Berühren, dass nicht alles gerade direkt an den Händen klebt. Und dann, wenn man das macht, dann hebt man ihn hier so mit der Hand, hebt man ihn hier fest, hier oder untere Seite. Und dann macht man so, du musst ihn ziehen und auch mit zurückfalten. Und wenn man das so lange gemacht hat, bis die Masse nicht mehr so gut geht zum Falten, dann ist eigentlich der Teig parat. Dann kann man das Ganze hier ein bisschen rollen im Mehl und dann hier, zack, nehmen wir hier so das Messer und wie ich gesehen habe, es sind 2 Pizzen. Dann kann ich hier so zack machen, wenn ich es würde gehen mit dem scheiß Messer. Ja, schöne Kugel ist etwas anderes. Doch, das kommt. Ich komme einfach so rüber, als ob ich das schon 100 Mal gemacht habe. Und ich mache es einfach zu meinem ersten Mal. Wahrscheinlich ist alles falsch hier. Dann tun wir dann hier auf das Teller drauf, relativ weit auseinander, weil das Ganze wird aufgehen. Ja, dann müssen wir das Ganze für mindestens 2 Stunden ruhen. Ich mache aber die effektive Pizza erst am nächsten Tag. Und mein scheiß Bulli ist komplett verdreckt. Und dann haben wir das Tüchlein, schön hier so um den Teller drum. Hier haben wir die 2 Teige und das jetzt Ruhe. 24 Stunden sind vergangen, für euch noch ein paar Sekunden. Und wie gesehen hier, der Teig, den ich gestern gemacht habe, unglaublich wie der aufgegangen ist. Man sieht gar nicht mehr, dass es 2 einzelne Dinge waren. Dann machen wir doch jetzt, tun wir das Ganze jetzt einfach mal öffnen, ganz ruhig öffnen das Ganze. So, das ist jetzt hier der Pizzateig. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt 2 Pizzen sind. Ich möchte das Ganze noch ein bisschen so ausgereden. Ich mache das so richtig, so ein richtiger Italiano. So, jetzt sind wir ready. Jetzt nehmen wir hier, machen das so ein bisschen zu einem Bau. Dann nehmen wir jetzt als nächstes ein Messer und tun hier den Teig in 2 schneiden, wenn es geht. Das geht nicht so gut, muss los.
So, tun wir den Teig zuschneiden. Zack. Und hier ist der Teig, den wir jetzt brauchen für unsere Pizza, die wir jetzt gerade machen. Jetzt machen wir uns klar den Teig dran, tun wir uns so von innen nach außen arbeiten. Aber das Ganze einfach ganz langsam. Es gibt wahrscheinlich das Zeit für den Scheiß hier. Mann. Und das Ding kann ich so drehen. Das ist genau für das gemacht. Viele Monate später. Ey, ich hätte niemals gedacht, dass man Pizza drehen so, dass das so ein Krampf kann sein. Ey. So machen wir Pizza, oder, meine Damen und Herren. So, jetzt noch ein bisschen gegen rausdrücken. Und so eine grosse Pizza wirst du im Endeffekt wahrscheinlich nicht, aber es wird eh nicht, wo viel Herz dahinter ist. Besser als das hier kommt wahrscheinlich nicht mehr. So, wenn wir jetzt unsere Pizza hier irgendwie geformt haben, so ungefähr an einem Kreis. Dann haben wir unsere Tomatensauce. Ich habe jetzt die hier gekauft. Ich habe keine Ahnung, ob die gut für das geeignet ist oder nicht. Aber sie hat gut ausgesehen. Dann machen wir so von innen nach außen so Kreisbewegungen. Also gut sieht das schon aus, muss ich sagen. Wenn man jetzt zufrieden ist mit der Menge von Tomatensauce, die drauf ist, dann kann man das Ganze dann auch gerade direkt in den Ofen hauen. Weil ich habe hier den Ofen vorgeheizt auf das Maximum. Und dann hole ich das jetzt gerade drin, lasse das ungefähr 3-4 Minuten ein bisschen backen, dass es ja, schon ein bisschen gebackt ist. Und nein, kann man danach hier drauf holen, den Käse. Dann kann man den im Nachhinein gerade in den einhauen, weil der Käse sollte nicht zu fest schmelzen, sonst ist es so braun und so. Ist nicht so nice. Und dann holen wir es doch einfach mal in den Ofen. Let's go. Zack, der Ofen ist hure heiß. Ich hole es drin und zack, dann lassen wir das jetzt für ein paar Minuten da drin und hauen hier den Mozzarella drauf. Let's go. Und wir machen übrigens eine Pizza Margherita, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Jetzt haben wir den Mozzarella noch ein bisschen zurecht geschnitten und dann hauen wir jetzt noch schnell in die Pizza ein. Es ist jetzt ungefähr schon 2-3 Minuten im Ofen drin und das hauen wir jetzt schnell drauf. Ah, es hat unglaublich heiß. So, die Pizza ist in dem Fall fertig. Ich hoffe, ich verbrenne mich nicht jetzt auch noch an der Stelle. Zack. So, hier, wie groß die Pizza ist. Oh. Jetzt haben wir hier so 4 Stückchen von der Pizza und jetzt habe ich wirklich Bock, mal hier zu probieren. Ich muss ein bisschen näher kommen. Oh. Und jetzt hier sehen wir hier Pizza so. Ah, ich habe jetzt ein bisschen Oliven auf meinen Fingern, aber ich probiere es jetzt doch einfach mal. Also, ganz Fazit nach der ersten 2 Bissen. Wirklich sehr, sehr, sehr geil schmeckt die Pizza. Also, ohne Witz. Also, ich untertreibe nicht, das ist wirklich noch eine geile Pizza. Jetzt schon fast das erste Stück gegessen und ich muss wirklich sagen, die Pizza ist wirklich benissimo gekommen. Also wirklich sehr gut gekommen. Wenn ihr Bock habt, die daheim auch noch anzukochen. Eben Zutaten stehen unten in der Videobeschreibung. So rund ist er nicht gekommen, aber der Teig macht wirklich einen ganz, ganz großen Unterschied als die von dem Migros. Sorry Migros, aber der Teig, wenn man es selber macht, ist halt schon besser. Und es ist wirklich eine geile Pizza. Macht daheim, was ihr wollt mit der Pizza. Ich esse es jetzt zuerst mal und das Fazit kommt nochmal danach. 3:28 Uhr nachts. Die Pizza ist jetzt fertig gegessen und ich muss wirklich sagen, ja, der Teig der macht einen riesen Unterschied und es war wirklich hure fein gewesen. Ja, ich kann es wirklich empfehlen, das Ganze mal zu machen. Eben, alle Angaben und so, wie viel Gramm und so, steht unten in der Videobeschreibung. Ja, es ist zwar ein bisschen mehr Aufwand, als sich irgendwo Pizzateig zu riechen, aber scheiß drauf. Wenn man sich eine gute Pizza gönnen will, dann kann man das machen. Und was auch noch gut ist natürlich meinen Kanal abonnieren, das könnt ihr machen. Lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat, das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Ja, und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.